Guten Abend, alle. Für mich ist es eine große Überraschung, in so einer Versammlung war vom Frechen zu sein, wo einer der meisten Menschen gut kennt. Und über den Frechen sind das ziemlich gewandt geworden, mich manche Menschen zu treffen, die ich gut kenne. Ich probiere mich dann ein bisschen mal so zu tun, ich sage, reich nicht bleiben, dann sagen wir das im ersten Ehe nicht so. So, die meisten von Jünd handeln, wie ich mal von mir gehört. Wo ich heute da, ich bin Cornelius Banman, meine Frau ist Lisa Banman, wir sind von Bolivien und vielleicht sollte ein bisschen sein, wo unsere Herkunft ist. Wir sind geboren in der Kolonie Valle Esperanza und sind ganz abgewaschen, manch der Oldkolonie. Wenn ich das Wort Oldkolonie braucht, dann soll ich nicht so eine Meinung haben, dass nur weil ich über den irgendwo schlecht reden. Bis an die Weiten von wo eine Herkunft einer kommt, nicht? Und durch manche Kolonie ist hier dann so es dann erst, die Menschen wurden nicht wörtlich ab das Wort gewesen. Das ist jetzt bei den Frauen, wenn man die Bibel will studieren und ausleben vielleicht. Und ich bin durch die Schule gegangen, mir ist von der einmal schon, dass ich bisher auch keine Dorfschule gehabt. Weil ich ein bisschen schwach gelehrt habe, weil ich habe wirklich viel Schuld gehabt. So du weißt, erwart nicht zu viel von meiner Person, weil ich nicht sehr deep ausgelehrt in der Schule, wenn ich nicht 7 Jahre Dorfschule habe gehabt, und dann ging ich in die Jugend. In der Jugend, die wir dann so dass die meisten Menschen dort an Kern gottlos leben, aber groß, und Jesus Christus. Wir haben keinmal eine Jugendstunde. Aber trotzdem probe ich immer, oder besonders wie aus, ich sage mal, erstendorfsche Jungs, wir wohnen in Kaufet ein, wir proben uns immer irgendwie ein bisschen Treue zu holen von all das gottlose Leben, was andere Jugendliche in der Kolonie führen. Aber trotzdem, wir können Christen. Wir leben wegen gottlos. Und deuten nicht auf, was Gott will, nicht? Und irgendwie, durch die Zeit, dass ich abwusste, ich war noch mal ein ziemlich junger Jung, dann habe ich immer eine klare Ahnung davon, dass ich noch mal aus dem Prediger dein. Ich wusste da noch nicht wo, weil ich kann gewusst dort, wo ich in der Dorf, in der Kolonie sein darf. Aber ich habe immer irgendwie klar, dass dort wo Gott mich berufen hat, dass ich soll aus dem Prediger sein. Und ich habe auch ziemlich lang klar, dass mich nicht janker durchbieten gehen bei den Menschen, wo ich dann abwaschen darf. Ich will mich nicht taufen lassen, weil ich hier immer war, den Ausdruck, sie sehen, dort, wo es so arg wird, wenn ein Mensch sich durch taufen leid in der Kolonie und dann lut er nur was anderes denkt, dort wir den Bund brechen und alles verschmieden. Und du werden wir das sehen. Für so eine Menschen, die das keinmal sich angegangen haben oder keinmal versprochen haben, für so eine wir das gut sehen, wenn sie dann vielleicht die Traktor nicht mehr ab Israel haben oder wenn sie vielleicht einen Korb vor dir haben und so weiter, nicht? Und dann habe ich dann einmal Jahren klar, ich will nicht durch bei der Oldkolonie begonnen. Aber wo sich das dran nehmen würde, weiß ich nicht. Aber dann in 2002, dann kommt einmal die Frau von etlichen Nobersteig mal, ab der Kolonie hatten die Frau, sie wollen mal eine andere Kirche anfangen ab der Kolonie. Und dann wird in Mexiko bei einer kleinen Gemeinde Kirche nur halb gefragt. Du werden all vor dem, dass die Prediger von Mexiko kamen, dann ran du all hier und du bei uns Grüppchen, wo die Bibelstunden haben. Aber dann wird gefragt, aus den Mexikanern, dann uns wollen halten, und dann glaube ich, haben die irgendwann geruht Schluss und sich schließlich dafür entschieden, sie würden mal nach Bolivien fahren. Und dann wird der 18. oder der 19. Ich vergebe mich in die Datum, dass wir eine am Mittwoch so ist. Der 19. Juni, glaube ich, wird und 2002, dann wird die erste große Versammlung durch eine Kolonie.
wo ich dann auch darf mitleben und teilnehmen. Dann kommen 3 Prediger von Mexiko und Bolivien und dann fangen die an mit einer Kirche. Und aber vor dem, dort die mexikanische Prediger haben Ofenversammlungen haben und durch eine offizielle Gemeinde umfangen, dann haben von Mexiko all somewhere meine Eltern eine ganze Strip Kassetten geschickt. Ich weiß nicht, die jungen Menschen kennen das von der und da vielleicht auch mehr, aber dort braucht wir ich immer zum Horchen. Und es steht, von der haben sie vielleicht USB, wo wir ein Audio abtun, noch eher wird ein Disco, und noch du fahrst, dann wird eine Serie, nenne ich das immer. Du warst dann abgeschnackt, und dann schickten sie meine Eltern in Teil Seiten, meine Mama, oder meine Eltern hatten ein Spiel, wo wir dann können horchen, und dann habe ich das Wort Gottes gehört. Und was je in dem Moment, ich kann den Datum nicht sagen, aber anyway, in 2002, Anfangs 2002, dann hier ich das Evangelium so eben sehr. Und du kriegst ich mich aus dem Sünder zu sein. Weißt du, du dacht mir dort ob, dass ich verloren wird und dass ich auf ein Radar angewiesen wird. Aber ich will nicht rein mir Hand geben. Irgendwie kämpf ich und je mehr ich von das Wort hier und da, je doller werde ich bis geschlagen. Und dann im Juni kommt die Predigten an, wo die mit Ofenversammlungen anfangen. Und ich höre das Wort, das redet mich. Und ich weiß nicht, wie viel Mal ich dem Entschluss gehabt habe, nu will ich mich mal abmerken, nu will ich mal nach Jesus kommen. Aber ich konnte den letzten Schritt irgendwie nicht tun. Ich konnte den letzten Schritt nicht tun. Und so kam ich dann vor ein Jahr, ungefähr ein Jahr, wo ich dort weiß, ich bin ein verlorener Sünder. Wenn Jesus mich würde rauben, dass ich würde sterben, dann würde ich verloren sein. Und weißt ihr was, das ist eine sehr, sehr kämmerliche Zeit. Wenn ein Mensch eine Überzeugung hat, dass mein Leben ist nicht in Ordnung mit Gott, und der lebt, und er weiß, dass keiner ist sich sein Tag sicher, wie lange ich noch leben, das ist sehr schwierig. Weil mir ging das sehr, sehr schlecht. Ich habe fertig, was weit über eine halbe Nacht gebraucht, was ich mal können entschlucken. Ruhig entschlucken kann ich sowieso keinmal. Und was ich noch will sagen, ich habe in den Zeit Gebet und Gebet und Gebet. Und immer war er Gebet, Gott soll mir vergeben, Gott soll mir vergeben. Und irgendwie glaube ich, Gott hat mich da nicht vergeben, weil das immer mit Glauben verbunden wird. Ich glaube immer, wenn wir im Glauben nach Jesus kommen, dann in Arm unsere Sündenschuld bringen, im Gebet, in Arm um Vergebung werden, dann wird er uns aber steht vergeben, und dann wird wir das auch glauben. Aber wenn wir das nicht glauben, also in der Schrift finden wir das immer wahrer, dort uns Gebet, die mit Glauben verbunden sind. Und dort wir nicht. Ich kriege keine Vergebung. Das weiß ich immer, ich kriege nicht Vergebung. Aber dann in 2003, Anfangs 2003, dann bekehre ich mich, ein Vermehrung, dann kriege ich mich dazu, dass ich einfach mal nun Prediger ging. Wir hatten damals Predigerlied bei uns am Hof wohnen. Und ich weiß nicht, wofür ich sind mit dem Ziel, durch nur das Predigerlied ihre Stufe gegangen und will mit dem Prediger reden, will mein Leben mal an Licht bringen, will mal mit Amtop Jesus anrufen, will ich Jesus annehmen. Und ich weiß nicht, wofür ich bei ohne der gewesen bin. Irgendwie, ich habe meine Hand an die Klinge, aber ich kann mich nicht überwinden, dass ich mal den letzten Schritt merken darf. Aber dann war einmal in 2003, den 9. Januar, wenn ich den Datum sagen darf, dann will ich nicht mit dem, ich sage nicht, dass mit dem Ziel, dass du Mats den Tag kriegst, aber ich weiß, das kriegst. Das wird der 9. Januar in 2003 um 4 Uhr. Da kriege ich mich, dass ich mal den Schritt nahm, dass ich nach Jesus komme, Vergebung für meine Sünden kriege. Und dann wie ich voll frei, ich habe einmal gewusst, wo Menschen noch können geloten sein, wo relaxen Menschen können sein, mal einfach
mal in Frieden im Hort. Immer war er was von den Döper Frieden geredet, wo ich euch kann. Aber damit einmal dann kann ich den Frieden. Weil so komme ich zum Glauben. Und dann wird der 10. August, dasselbe Jahr, wir haben auch mal unjährig angefangen, ein paar Werk. Aber ja, dann leite ich mich taufen in 2003, den 10. August. Und seitdem bin ich in der Gemeinde. Und dann geht es über lang, weil ich mich befreit. Befreit habe ich ans erste Mal in 2008, meine Früh. Und ich bin dann ziemlich viel älter, ich bin 28 Jahre, als ich mich befreien darf. Weil das wird so, ich habe eine Freundin, durch meine Kolonie-Menschen, aber sie hat irgendwie klar, dass sie diesen Schritt nicht ging, was ich tun will. Und du weißt, ging das irgendwie, dann muss ich warten, aber an sich hat dann nicht groß genug die Menschen hatten, damit ich mich befreien kann. So, du weißt, habe ich uns dann in 2008 befreit, und inzwischen habe ich 3 Kinder. Uns ältester Junge ist 15 Jahre. Noch nicht 14, der wird ab im Monat 15 Jahre. Und dann habe ich noch 2 Jahre, der älteste ist 12 und der jüngste ist 8 Jahre. So, wir haben 3 Kinder. Und es fällt dann immer ein bisschen schwer, ans Loslassen, so steht für ein paar Werk. Uns fällt ein bisschen schwer, den Loslassen. Aber wir sind mutig. In dem Dienst dann gesehen, waren wir dann in 2011 ungefähr, wo ich im Mitarbeiterkreis gewählt wurde. Und dann in 2013 gleich wieder als Prediger. So, von dann an bin ich als ein Prediger in der Gemeinde. So, dann habe ich ein klein bisschen einen Überblick von, wo ich komme und weg sind und so weiter. Und nun waren wir hier diese Weg. Ich glaube, ich habe noch nicht Eier von Anfangsweg, aber Übungsweg, den ganzen Zeit über gepredigt, aber sie sehen, da war viel Gebet und das freut mich und ich vertraue, dass der Herr wird genug schenken, dass wir hier wollen können, gesehen, die Zeit haben. Weißt du, das ist mein Ziel. Dass ich will hier, das Wort Gottes proben mitteilen und ich wünsche mir sehr, dass das Wort zu ihnen reden wird und noch doller, dass die würden eine rechte Reaktion geben auf das Wort. Weil die das ja immer so viele Gelegenheiten. Ein Mensch hört das Wort und er denkt sich so, er hat das gehört. Und dann gibt es so, ein Mensch hört das Wort und er schifft das bis auf. Oder noch der andere, der wird sich bloß verhorden, der wird sich vielleicht veräugern. Dann gibt es bei Amazonen, die lassen sich von das Wort Gottes schlugen und dann tun die Buße und dann kommen die nach Jesus Christus. Dann kriegen die Vergebung für ihre Sinn, wenn sie im Glauben nach Jesus kommen. Also das ist einmal mein Zeugnis, von wo ich komme und so weiter. Und wenn ich jemand fragen darf, was erwartet ihr von mir diese Weg? Ich gehe davon aus, wenn es anders ist, dann ist es anders. Aber ich glaube, je erwarten von dem Prediger, dass er soll die Wahrheit sagen, oder nicht. Oder, was habe ich das hier? Gleich je sagen, dass ich eine Blume zu reden. Kann je das Wort, dass ich eine Blume reden, dass man immer bis zur Brei redet, nicht? Das fällt immer der Fall, nicht? Ein Mensch hat nicht den Mut, dort möglichst zu sein, wird steht und wird erst, dann redet man immer bis zur die Blume, und erwartet, vielleicht habt ihr nicht könnt verstehen, was ich meine. So, ich glaube das nicht so. Und ich vielleicht manchmal mit Glückstod zu den Menschen rede, aber ich kann nicht ein Ding sagen, ich glaube ihn zu weh. Ich tue das nicht zu weh, dass ich ein Dahl sein oder so. Das ist ja mal so, dass Menschen sagen, oh, der Prediger, der wird ein Dahl. Ich sage, Chemel Dahl, das ist meine Meinung. Wenn ich predige, dann muss ich mit Leuten sein, irgendwo, das bloß nicht so denken, dass ich Dahl sein. So, je erwarten von mir, dass ich frei und die volle Wahrheit verkündigen soll, und kein Wort holen. Und dass ich mich von Gott brücken lässt, das wird klar und deutlich zu sein. Ich glaube, das ist keine Erwartung von mir, nicht so? Und ich glaube, Gott hat auch Erwartungen von uns, wenn wir das Wort hören. Gott will haben, dass wenn wir sein Wort hören, dann sollen wir das Wort annehmen. Also, das soll nicht ladig zurückkommen. Und das Wort auch nicht. Wir dürfen keinmal glauben. Und ich weiß, fertig passiert das. Dann wird du gepredigt, dann wird du eine Rehe-Ofen-Versammlung durchgeführt. Und das ist keiner
wie weiten von Scheinwohner sich für Jesus Christus entschieden. Und dann denkt man so, oh, das wird Gottes ersladig träge und das hat nicht keine Wirkung getan. Und ich wollte dir sagen, Freund, wie immer du bist, ich kann dir dein Leben überhaupt nicht. Aber wenn wir das Wort Gottes hören, das Wort Gottes hat eine Wirkung. Wenn das Wort zu mir redet, und ich nicht bereit sein, mich aufzumerken oder mich zu verändern, wo das Wort Gottes mir ganz klar gewesen hat, wo ich falsch bin. Wenn ich mich entschließe, ich will mich nicht verändern, ich will wieder so leben, als ich gelebt habe, dann wird das selbe Wort Gottes den Menschen verhören. Weil das jedes Mal, wenn ein Mensch das Wort Gottes hört und dort aufschieben wird, dann besteht du jedes Mal immer eine kleinere Chance, dass ich mich noch mal wohin geben. Das im Kopf holen. Beobacht dort. Wenn das Wort redet, dann müssen wir uns hingeben, dann müssen wir uns verändern. Also, ich glaube, Gott erwartet von uns, dass wenn wir Sünder sind, wenn wir am überhaupt noch nicht kennen, dass wir Jesus Christus annehmen dürfen, oder vielleicht haben wir irgendwie oder durch die Zeit den Mut verloren, dann will wir sollen drei nur ankommen, wir sollen uns von ihm fallen lassen, von seinem Geist, und dann war mutig vorangehen. Wenn ich in eine fremde Versammlung dann kickt, besonders das Neue, kann ich das überhaupt nicht, dann habe ich immer klar, bei mir habe ich die Menschen immer in 3 Gruppen geteilt. Immer. Einmal sind die verlorenen Menschen. Und dort sind Söhne, wo noch nicht Jesus als ihren Radar angenommen haben. Wo sie noch nicht bekehrt haben. Wo nicht wahre geboren sind. Dort sind verlorene Menschen. Dort, ich weiß nicht, wer der ist, aber ich gehe von euch, hier sind so eine Menschenmann. Die haben den Raub Gottes noch nicht angenommen. Die haben sich noch nicht dafür entschieden. Dort sind einmal die ersten Menschen, die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, dort sind Söhne, die sagen, sie haben Jesus angenommen als Heiland, aber das irgendwie, woran weiter nicht überdacht, die Zeit ist und irgendwie die Mut verrutscht. Sie sind irgendwie in ihr Leben so lau geworden, sind träge vielleicht und kommen irgendwie nicht vorwärts. Sind laue Menschen. So eine Gruppe, glaube ich, sind hier auch man gönnt. Und dann, glaube ich, dann sind hier die dritte Gruppe, und dort sind die Mutige, dort sind die Tapfere, die Ewige, die brennende Christen. Die, wo du für den Herrn umfiel sein. Wenn du die so ehrlich, ganz ehrlich in eine von diesen Gruppen nennen schätzen, wo willst du die nennen stellen? Wenn du brauchst mir keine Antwort geben, wenn ich sage, du mir nicht gehalten, wenn ich das weiß, wo du stehst. Ich denke, es Gott weiß, wo wir sind, aber wenn wir nicht unter die teilen, wenn du brennen, wenn du ewig sind, dann sollen wir unserem Leben überprüfen und wir sollen uns Leben nie am übergeben. Wir sollen ein neuer Anfang mehr. Ein neuer Anfang mehr. Und ich will noch ein paar Dinge mehr sagen über Erwartung. Ich sage dort, je Hand aus einem Erwartungswerk hat je dort rückgestellt einmal, nicht bloß rückgestellt, sondern je erwarten, dort das wird eine Erwartung für die Gemeinde sein. Nicht bloß für die Gemeinde, aber hauptsächlich auch für die Gemeinde. Und wird ihr fragen Wunder, wie wird es eine Erwartung? Einige Menschen, die denken so, wenn eine Erwartung passiert, dann passiert irgendwas Großes, was bitter gewollt, was sie vielleicht noch einmal belebt haben. Was Besonderes. Und wenn ihr dort durchgeht sein, eine Erwartung, so Beschreibungen dort sein, und so ich das ausgestudiert habe, dann sind eine Erwartung, dort meint im Grund genommen nicht
nicht was anderes als ein neuer Gehorsam zu Gott und zu seinen Geboten. Dort wir einfach ein neuer Anfang im Gehorsam gegenüber Gott haben. Dort ich mir reut sein, dort ich dort erkannt, dort kicke mal, ich habe gelebt, so ist ich selbst doch, ich habe für mich gelebt, ich habe nicht nur Gott gefragt, sondern ich habe so entschieden, als was ich doch. Und dort ist nicht den Willen von unserem Vater im Himmel. Weil die Erwartung, dort ist, wenn dort Leben von Jesus Christus bei den Menschen nie Tautritt kriegt. Also dort kann sein, ein Mensch hat dort Leben in Jesus Christus gehört, man hat dort auch noch, weil dort nicht dort wie nie ganz drei in der Welt gegangen sind, aber irgendwie, wir sind so so raufgekommen, wir sind so lau geworden. Also wenn das Leben von Jesus Christus vom neuen Tautritt zu uns kriegt. Und weißt ihr, das schafft so, wenn das Leben von Jesus Christus drei Tautritt in den Mensch kriegt, dann rannt das Leben in die deutschen Menschen nennen, mit anderen Worten gesagt. Und dann wollen ganz sicher geistlich deutsche Menschen zum Leben kommen. Aber wenn wir denken und wo eine Erwartung schaffen, wo der anfängt und so weiter, wo der anfängt, dann beobachtet mal, lest mal Bücher, lest Beschreibungen, würde dort erklären. Eine Erwartung fängt immer bei Gläubigen an. Also wo die gläubigen Menschen, der wird sich Kinder Gottes nahen, wenn damit einmal anfangen, so zu leben, als ein Kind Gottes leben soll, dann passieren Erwartungen. Einmal bei dir selbst. Und der Erwartung, die fängt nicht beim Nachbar an. Die fängt nicht beim Kind an. Die fängt gerade bei mir an. Bei mir persönlich macht eine Erwartung anfangen. Wo ich reut sein, wo ich mich entscheiden darf, in ein Nicht-Juha, ein Abrechnet vom Horten kommendes Juwort für den Herrn Jesus. So passiert eine Erwartung. Weil eine Erwartung ist auch, wenn Gott drei in der Markt kommt. Ich weiß nicht, die Geschichte von Israel, ich glaube, die meisten von Jüngern kennen die Geschichte von Israel, sie werden dann so angehorsam. Und weil sie einmal angehorsam werden, dann verloren sie auch einmal den Kampf. Beobachtet mal, wo einmal Israel Gott angehorsam wird, gewannen sie keinmal den Kampf. Dann verloren sie, dann einmal kommen sie auf die Idee, wir wollen mal die Bundeslade mit einem Krieg nehmen. Also die Bundeslade, dort bedient Gottes Gegenwart. Wo die Bundeslade wird, du wohnt Gott ähnlich. Nu dachten sie so, okay, nu werden wir mal die Bundeslade mit einem Krieg nehmen. Und dann, wo wir mal in den Krieg werden, was passiert? Die Feind nahmen in die Bundeslade bis nach fort. Und dann wird die Bundeslade für Jahre nicht mehr unter Israel. So verkabelt wie Israel. Und sie werden ein Volk Gottes, wenn Gott rausgeraubt hat aus Ägypten. So weit werden sie verkabelt. Und wenn ihr aus David mal im ab den Königsstuhl napkam, erschlich unter David wir 7 oder 7 Jahre, wie David ist König über Juda. Und dann Luther, dann wird der König über ganz Israel. Dann wird ganz Israel sich einig, wir wollen David mal über ganz Israel König sein. Weißt ihr, was David das erste Teil? Er sieht die Bundeslade, wo er verschleppt ist, der muss 3 in der Männer. Der muss 3 in unsere Männer. Und weißt ihr, in dasselbe Bild, was muss passieren, wenn wir eine Erwartung beleben wollen. Die Bundeslade, also Gott, wenn er vielleicht durch die Zeit in mein Leben oder vielleicht in dein Leben gar nicht mehr Raum gehabt hat, der muss 3 kommen. Weißt ihr, wenn Gott 3 in den Menschen kommt, dann wird einmal dann Licht abgehen. Und dann passiert eine Erwartung. Dann fängt der Mensch mal an zu leben, vom Frischen an zu leben.
dort passiert eine Erwartung. Eine Erwartung meint nicht irgendwo nicht zu erfahren. Dann bleiben die Menschen, oh, niemand irgendwas nicht, was besonders erfahren, wann so eine Erwartung passiert. No, das meint nicht, dass wir machen, was nicht erfahren, sondern dort alle, vielleicht als dort ein vergetenes Ding, dort muss wir von nie anfangen, Schatzen zu lernen. Zum Beispiel, die Bibel. Ich weiß nicht, wie du mit der Bibel umgehst. Aber ich weiß, dass viele Menschen, die deuten die Bibel mal sehr treu lesen, die studieren dabei und die genießen die Bibel. Wenn sie in die Bibel lesen, dann deuten sie nicht, du wie ihn lesen will. Ich ein Christ sein, ich mag nicht die Bibel lesen, anders sind ich nicht ein Christ. Und dann bosig, okay, ich will noch schön den Aufschnitt lesen, am dort ich wenigstens die Bibel gelesen habe von dir. No, das ist nicht so, Kinder Gottes die Bibel lesen. Kinder Gottes, die tun einfach mit einem Hunger an den Darsch, nehmen die das Wort Gottes tausig und dann eten die eine geistliche Speise. Und wisst ihr, was das birgt? Das bei vielen Menschen ist es bestuven vom Boden. Warum? Weil das liegt du und das tät nicht mehr. Man hat ein Verlangen, nur zu lesen. Schau mal, und dann ist das Wort durch, dann tät das Wort nicht mehr. Schau mal, das selbe birgt, wenn ein Mensch eine Erwartung belebt, damit einmal dann was das birgt, was vielleicht all ein Aulet birgt wird, was ich all wenig brücken mehr, was mir wenig mehr sagen wird, damit einmal dann, wo ich dort nie schatzen lehre. Schau mal, das ist, was eine Erwartung passiert. Das passiert in dem Mensch. Also alle Dinge, vielleicht sind dort vielleicht hast du eine ganze Reihe geistliche Literatur, besieh die Bibel noch andere geistliche Bücher, wenn die vielleicht mal ein großer Segen werden, wenn du die dabei lesen willst. Nee, aber durch die Zeit ist alles so anders geworden, nur hat das alles bis Tag gelassen, nicht so? Oder vielleicht als ein anderes, was du nie anfängst zu abzukommen, das kriegt diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Also nie Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich fange nie Gemeinschaft mit dem Herrn an. Oder vielleicht die Gemeinde. Die Gemeinde, die wir bei mir wenig mehr wird. Aber ich fange nie an, die Gemeinde zu schätzen. Dort sind Erwartungen, dort sind Tekens von Erwartungen. Ich will hier wieder gehen. Ich will hier ein Wort von unseren Tags lesen, oder von unseren Anladungen, was wir haben. Also, das Thema von der Ähnlichkeit am die Zeit richtig utgeben. Mit dem Krieg diese Werk, wir haben nur den Anfang von dieser Ofen, denn wer wir diese Werk utnutzen. So ist mir freut, dass du bekannt gefragt, dass Brüder jeder Abend beten wollen. Und Menschen, die Gelegenheit haben, extra für ein Denk, wollen sie aus einer Los auf dem Hort haben. Einfach kein Mitteilen, der auf dem Papier bringen, und dann mit der Gewissheit, dass du seinen Brüder, wenn sie an Gebet glauben, die wollen sich Zeit nehmen, um diese Dinge zu beten. Das wird ganz besonders. Also die Zeit richtig utgeben. Ich will hier mal ein paar Verse lesen aus dem Epheserbrief. Wenn wir mal wieder die Bibel mit haben, ich habe eine jüdische Bibel mit von dir. Ich will nicht sehr lange Aufschnitt lesen. Und wenn ich will lesen, dann will ich dir probieren, das Plattdeutsch zu erklären. Ich glaube, hier sind Söhne, die können gut Jüdisch verstehen, nicht so? Ich deute immer sehr Plattdeutsch lesen, und ich kann auch noch ganz viel Plattdeutsch lesen, bis ich habe damit abgehört, woran? Weil all die andere Bücher und all die andere Literatur, was ich brauchen würde, zum Studieren und zum Predigen, Reden und so weiter, das ist alle ab Jüdisch. Ab Plattdeutsch fing ich nicht. Und weil ich das alle ab Jüdisch habe, da ich bei mir mit einmal so, woran? Ich habe die jüdische Sprache auch keinmal wirklich gelehrt. Dann würde ich mir die Wings, in dem, was ich einmal die Bibel in Jüdisch lesen, da würde ich mir die Sprache fein lehren, dort mir die andere Literatur, was ich brauche, da Bücher und so weiter, dort mir das viel mehr halb. Deswegen würde ich Jüdisch da. Aber in Epheser Kapitel 5, wenn wir mal Vers 15 lesen, du sagst, so achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise.
indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es ist böse, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also hier sagt der Apostel Paulus, wir sollen sorgfältig darauf achten, wo wir leben. Dann sagt er nicht aus Anweise, sondern aus Weise. Und check mal, ein von den Dingen, wo ich kann sagen, wo ein Mensch anweise handelt, dort erst, wenn er die Zeit nicht utnutzt, wenn er die Zeit nicht gebraucht. Und was haben wir für eine Zeit? Und was für eine Zeit lebe ich eigentlich von der? Wisst ihr, ich kann sagen, nur meine Überzeugung, nur wenn sie mich würden fragen, in welcher Zeit würdest du haben gleich zu leben? Und wir haben das von Anfang von der Menschheitsgeschichte, von Adam und Eva, bis nu, und wir können mal wählen, in welcher Zeit würdest du haben gleich zu leben? Zu Noahs Zeit, oder du zu der Zeit, als Gott mit dem Volk Israel besondere Dinge verhaut in Ägypten, dann leidet er durch die Wüste, oder würdest du haben gleich zu der Zeit zu leben, als Jesus auf dieser Erde war, oder wann würdest du haben gleich zu leben? Weet je wanneer ik word aan gleich te leven? In deze Gnadentijd, wo wir von der Band sind. Wir leben von der in einer Zeit, wo ich glaube, wo die ganz meisten Menschen dort nicht erkennen. Sie denken dort nicht an, in was von der Zeit sie von der leben. Und wird in der Zeit erst die Gnadentijd. Dort meint Gott, hat je in Jesus Christus die Sünde betont, Kreuz. Er hat sein voller Zorn ausgegossen ab Jesus Christus. Jesus ist gestorben für alle Menschen ihre Sünden. Und nu raubt der Herr Jesus, nu lässt der Herr Jesus durch sein Evangelium uitrauben an alle Menschen, sie können, ohne dass sie sich dort verdient haben, können sie nur ankommen und können, ohne dass sie ein gutes Wort abgewiesen haben, können sie Vergebung für ihre ganze Sündenschuld kriegen. Und dann, wo wir alles, darf er dann auch dort leben, dort ewige Leben, dort leben in Jesus Christus. Was ist dort für eine Gelegenheit? Und was ich glaube, da wird eine Zeit kommen, wo die Menschen dort ansehen wollen, was sie verpasst haben. Aber dann wird es zu laut sein. Dann wird es zu laut sein. So denk mal an, besonders will ich dort zu dir sein. Freund, wenn du nicht bekehrt bist, dann weißt du dort auch, du bist nicht rein, Gott zu begegnen. Und wenn du Jesus von dir aus ein gnadenreicher, barmherziger, wenn viel vergeben will, wenn du am von dir kommst, in seine Gnade begegnen, wo er die begnadigen will, also das meint, ich will dir alles vergeben. Ich will dir die Sünde nicht anrechnen. Ich will dir alles vergeben. Aber der Mensch, der nutzt die Zeit nicht. Nicht stellt ihn doch mal vor, ein Mensch, der die Zeit missachten, nicht utkämen, und niemand einmal hastig, nu wird der Tag oder der Moment kommen, nu wird er mal an Jesus aus dem Rechter begegnen. Ich stelle ihn doch mal vor, Jesus aus ein zu begegnen, wo er reut ist, alles zu vergeben, der alles Schuld zu vergeben, oder am aus dem Rechter zu begegnen. Wir haben dort so klar in der Bibel geschrieben, dass du wird ein Moment kommen, du wirst die Zeit nicht mehr geben. Dann wird ein Mensch noch gehen wollen, aber der wird nicht mehr diese Gelegenheit haben. Also die Zeit utkäufen. Ein Mensch, wer die Zeit utkauft, und wer die Zeit gut nutzen, der Nummer 1, so ein Mensch wird sich in diesem Leben mit dem Schöpfer versöhnen. Ich will hier noch einen anderen Abschnitt lesen, aus Lukas Evangelium, der 12. Kapitel, Vers
feuerfestig und wieder. Kijk mal, hier der Herr Jesus die Menschen mal rütfordern und beschuldigen oder beurteilen ähnlich, wegen ihrer sehr arrechte Anstellung oder Aufschätzung von der Zeit. Das zeigt dieses Stück in Vers 54 in Lukas Kapitel 12. Er sagte aber auch zu den Leuten, ich wollte die Plattdeutsch auf Deutsch zu sagen, wenn je eine Wolke vom Westen her abgegangen sein, dann sei je furz, du kannst regen. Und er sagt, das passiert. Dann sagt er, und wenn je den Südwind sein werden, dann sei je nu, was das heit war. Und das passiert. Dann sagt Jesus zu ihnen wieder, je Heuchler. Dort ut sein von der Ehr und vom Himmel, dort kann je beurteilen. Dann sagt er, wo kommt dort dann, dort je diese Zeit nicht beurteilen? Ich habe immer wo eine Zeit beurteilen. Kannst du die irgendwie in die Gedanken mal du nennen, ein Mensch wird in der Hall sein, und dann treten, wenn ein Mensch wird in der Hall sein, und der wird du an sein, und ich weiß, dass der wird das sein, dort ich habe alle Gelegenheit. Ich lebe in einer Zeit, und dort nennen wir die Gnadenzeit, und dort wird die Zeit von dem, wo ich geboren wird, bis ich starb, wie viele Jahre das sind, das weiß ich nicht. Aber ich lebe du in einer Zeit, du hast ich alle Chance. Ich habe eine Chance, meine Sündenschuld nach Jesus zu bringen. Und nu mehr einmal, nu sein hier, nu kann ich nicht drehen. Wo wird ein Mensch sich das jemals zu Gott holen? In der ganzen Ewigkeit, ich weiß, die ganze Ewigkeit wird nicht zureden, dass der Mensch sich das wird zu Gott holen, wo kann ich so töricht gehandelt haben mit mir selbst? Wo sind ich so dumm gewesen? Check mal, weißt du, wenn wir Lukas Kapitel 16 lesen von den reichen Mann, wo der Herr Jesus das vertellen hat, wo du in der Hall ist, wenn wir die Geschichte mit studieren, dann können wir das ganz klar verstehen, der Mensch wird sich an alles erinnern, was abgehört wird. Und auch, die wollen sich an diese Abenden erinnern. Wer immer du bist, wenn du diese Abenden wirst das Evangelium hier, und du wirst den Hort tauschen, und du wirst nicht Jesus annehmen, und du wirst mit einmal in der Hall sein, dann wirst du dich an diesen Abend erinnern. Check mal den Abend, ich hier das Evangelium, ich hier dass Jesus für meine Sünden gestorben. Und ich hier dass ich muss bis im Glauben noch ankommen im Gebet und an meine Sündenschuld übergeben. Und ich habe bereit, mir das zu vergeben, aber ich habe es nicht getan. Wo töricht ist ein Mensch, was so handelt? Ich habe mal die Geschichte Eierbuch vertalt. Aber du wirst mal ein Wirt, der Eier sagt mal, hastig sei er ein von seinen Arbeitern. Ich weiß nicht, was die Arbeiter getan haben, aber irgendwo hat die Arbeiter was sehr Aschuldig getan. Und dann euert der Wirt sich so sehr über den, dann sagt er, du bist so ein großer Dammkopf, ich will dir einen Stock geben, in diesen Stock, den kannst du so lange holen, bis du ich noch größeren Dammkopf antreffst, als du einer bist. Und wenn du mit einmal einen noch schasseligen Mensch antreffst, und töricht, das wird jeder, das ist schasselig oder dumm. Wenn du mit einmal einen noch größeren Dammkopf antreffst, dann kannst du denen den Stock geben. Das Mensch, der nahm den, in der Zeit verjängt, mit 19 Tagen, dann wird der Wirt krank. Und der Wirt wird sehr krank. Und der Wirt sagt, ich war gestorben. Ich fühle, dass ich muss sterben. Dann sagt es Wirt zu seinen Deiner oder zu seinen Kneien, dann sagt er, ich höchstwahrscheinlich, ich will wohin reisen, wo ich keiner mehr übertrecken. Na, wo wirst du hinreisen? Na, eine Ewigkeit nennen. Und dann sagt das Knecht zu den Wirt, na, wenn du dort wirst, dort der Reise du hingehst, dann wirst du dir kein Rede mehr, nicht so? Dann sagt er, nee, ich habe nicht. Ich habe mich nicht Rede mehr, sagt das Wirt. Und dann gibt es
knarcht, den wird den Stock drehen. Dann sagt er, kick mal, noch ein törichten Mensch kann es nicht geben. Als kick mal, wir leben nu in einer Zeit von der Gnade. Was kostet die dort, die Leute, die eine Sünden vergeben? Das ewige Leben, die Schrift sagt, das ist ein Geschenk. Die Schrift sagt, dass wir brauchen nichts zu geben. Und wie lehnen das ab? Wie schatzen das nicht? Ich nehme das nicht wahr. Ich meine, gibt es noch ein törichter Mensch, als der das ablehnt? Ich will Mut merken. Wach euch bei den letzten Abend, wenn du von denen zu Uwes ansetzt, mein Zustand ist verloren. Oder vielleicht denkst du bei dir so, na ja, ich habe Jesus mal angenommen, aber so soll ich nicht sein. Weil ihr entscheidend ist nicht, behält das, entscheidend ist nicht, wo wir mal starten werden. Das kann sein, du hast mal einen feinen Start gemerkt, entscheidend ist, wo wir von dir leben. Dort ist hier das Entscheidende. Und ich kann die nicht, aber Gott kann die. Und du weißt selbst, wer du bist. Du weißt, wo du lebst. Ich will sagen, wer wird die Zeit richtig auskommen? Indem dort ich nie, und wisst ihr, wenn wir mal würden der Ewigkeit, das ist so, Gott ist noch von Ewigkeit zu Ewigkeit immer gewas. Und damit einmal, der Gott mal eine Welt merken. Und dann wird der Mensch auch merken. Und dann fängt die Geschichte von der Menschheit an. Das sind ungefähr 6000 Jahre drei. Von dann wird Zeit. In der Zeit wird weiter ab hier. Die Bibel sagt das ganz klar. Das wird alles, was wir nu sein, das wird alles verbrennen, das wird alles verschwinden. Das wird von der Herd, das wird alles verschmelzen. Also wir gehen ewig und wahrer nur in der Ewigkeit nehmen. So, die Zeit, in der wir leben, weil ich kann das hier richtig wiesen, so ein kleines Stripschen, wo diese Zeit von wer wird uns 6000 Jahren nahen, wo das mal ist, gegen die Ewigkeit. Das hält nicht mal. Und in dieser Zeit leben wir nu. Wisst ihr, wenn wir da richtig nachdenken, dann, was haben wir von der für eine Zeit? Gott raubt den Mensch, lot die versäumen. Komm nur mehr, der raubt die jetzt ut in dem Welt nennen. Die Kinder Gottes, die sollen den Raub noch viel böser wieder sagen gehen. Dort komm, lot ihn versäumen, nimmt Jesus an. Nimmt diese Vergebung in Jesus Christus an, eure mit einmal zu lot ist. Willst du kämpfen einen Tag, sagt die Bibel, dann wird die Zeit nicht mehr durch sein. Die Bibel sagt, wir sollen die Zeit ausnutzen. Und das, was Jesus selbst sagt. Er sagt, nehmt in die Zeit ausnutzen, solange es dort Tag ist. Er sagt, du kämpfst den nach, sagt er. Und dann, wenn der Nacht gekommen ist, dann wird niemand mehr wirken. Dann kann wir nicht mehr wirken. Und wisst ihr, das Besondere an der Zeit, wenn wir mal an der Zeit denken, dann ist, eine Zeit ist einmalig. Also eine Zeit ist bloß einmal. Ein Kind ist bloß einmal klein. Jungschar, wer nu in der Jungschar ist, in der Jugend ist, die wollen dort bloß einmal durchgehen. Jungs, wenn je diese Zeit von in der Jungschar oder in der Jugend nu nicht wollen fein leben, dann habe ich für einmal versinnt. Weil sie wollen niemals mehr die Zeit beleben. Die Zeit ist bloß einmalig. Und die gehen bloß einmal nur die Schule. Ich hier fährt so eine kleine Kinder, die wollen nicht nur Schule gehen. Ich weiß nicht, warum nicht, aber immer waren die Kinder nicht schön nur Schule gehen. Sie können bloß einmal nur Schule gehen. Je kann nicht, wenn die alle geworden sind, dann ich ansehen wollen, wie viel ich versäumt habe, als ich klein wird, danach schwimmen wir und fressen in die Schule und das dann schafft er noch nicht mehr. Also Zeit ist bloß einmalig. Die geht nicht, Zeit geht auch nicht zu wiederholen. Fertig ist es so, wenn wir ein Ding geprüft haben, dann sagen wir, das Mal habe ich nicht geglaubt. Ich will nochmal proben. So schafft er nicht mehr die Zeit. Das schafft er nicht. Die Zeit geht nicht zu wiederholen.
Du weißt erst so, die Zeit geht auch nicht abzuholen. Diese Glocke, die kann die Batterie rücknehmen, dann würde die Glocke bleiben, das ist nicht erst. Die Uhr kostet die auch abholen, aber weißt du was, wir können die Zeit nicht abholen. Habe ich mal geprüft, die Zeit abzuholen, der geht wieder. Die Zeit geht nicht abzuholen. Und Menschen, das Interessante ist, dass Menschen haben doch über rein viel Zeit. Alle Menschen haben 24 Stunden Tag Zeit, 7 Tage in der Weg. Aber das gibt immer so eine Menschen, die sagen immer, sie haben keine Zeit, nicht? Das stimmt nicht, dass sie nicht Zeit haben. Die sagen, sie wollen die Zeit nicht für was Gutes brücken, und du willst sagen, sie dann einmal, sie haben nicht Zeit. Und das andere, was ich will sagen, die Zeit, der Rand böse, als man denkt. Die geht sehr böse. Und ich habe das immer weiter beobachtet, weil ich immer aus Ecken en onwasende jong weer, ik ging immer naar mijn grootvader nach. Als ik 12 jaar weer vang ik aan, maar ik 22 jaar weer ging ik, bis om zin nach so was nicht, aber ewings der andere Deel ging ich gewöhnlich rein immer naar mijn grootvader nach. Und dann, wenn meine Grootvader Jas hatten, dann hier ich das immer, wenn die älteren Menschen sich vertalen, die Stunden über wo die Zeit geblieben wird. Und ich weiß nicht, von was die reden. Ich will mal grader worden, ich will mal älter worden. Ich will mal ein ganz guter Jung sein. Mir wird nicht deutlich, von was die reden. Nu sind ich noch mal 43. Von der wird ich wohl von was die reden. Zeit geht böse. Und was je, wenn ein Mensch mit einmal hastig drohen ist. Weißt du, meine Papa, der starb ungefähr, was wird es, 5 Jahre 3? Mit über 5 Jahre 3 und Covid. Und meine Papa, der war 68 Jahre, und dann sieht er, als er ist, der letzte, wie ein von der letzten Stunden, wo die reden, dann sieht er, wenn heute 3 denken, da ähnlich wird es mal eine sehr karte Zeit gewesen, wo das Leben hier gewesen wird. So, kick mal, ich glaube, dass es dort, besonders wenn wir uns leben, oder wenn wir diese Zeit, in der wir leben, mal im Blick mit der Ewigkeit verglichen dann wird immer merkt, wie wo sehr kalt diese Zeit ist, nicht so? Du willst sagen immer, dort lohnt sich nicht, in diese karte Zeit, wo wir Menschen ab diesem Jahr haben, noch nur unseren Fleisch nur zu leben. Dort lohnt sich gar nicht. Weil Messfurz ist die Zeit zu eng, und dann ist dort entscheidend, wo ich gelebt habe. Und deswegen ist es so von großer Bedeutung, dort ich die Zeit, wo richtig utnutzen. So, ich will dir mal fragen, was Jesus sagt hier wieder, wenn wir diesen Tag hier lesen, Jesus sagt hier, wo kommt dort dann, dort die diese Zeit nicht beurteilen? Dann sagt er hier wieder, woran beurteilt je aber nicht von jünd selbst ut, was recht ist? Und dann lesen wir Vers 58, dann sagt er so, wenn du aber mit deinem Gegner für die Obrigkeit gehst, dann jaft die Atemwach du han Mühe, dass du den loswirst. Wem? Dem Gegner. Was meint das hier? Kijk mal. Ein Mensch, der nicht versöhnt ist mit Gott, durch Jesus Christus, der hat Gott gegen sich. Hier in diesen Tag kann wir dort ganz klar lesen, der Gegner ist Gott. Und Jesus sagt hier, wenn du dort sitzt, du bist atemwach, nun gerecht. Und die Bibel sagt sehr klar, im Hebräer Kapitel 9, 27, du sagst, dort ist den Menschen gesagt, einmal zu sterben, durch Hänger, das gerecht. So, wenn die Schrift sagt, wir sind am Wahrnum gerecht, dann sagt Jesus hier, dann merkt die Hänger, wer ist die Mühe? Dort du den Jener loswirst. Wo kann ich Gott loswerden aus mein Jener? Weißt du, was von was das geben wird? Ich tue mich mit denen versöhnen. Ich tue mich mit Gott versöhnen. Wenn ich mich mit Gott versöhne,
Und was hast du dafür sein, weil deine Sinn? Deine Sinn liegt du fair zwischen dir und Gott. Na dann sagst du vielleicht, na Jesus hat dir das betont. Weil was dir ungerecht aus betont, solange du Jesus nicht angenommen hast, solange du deine Sünde nicht selbst angesehen hast, und hast du im Glauben, im Gebeten, um Kreuz gebracht, mit einer abbrechen Reue im Buße, glaubst du die Worte dann nicht ungerecht? Solange uns wir nicht in Jesus Christus sind, solange uns wir nicht im Glauben nur Jesus gegangen sind, unsere Sündenschuld gebracht haben und um Vergebung gebeten haben, dann liegt der Sinn ab mir. Jeder Sinn, was ich von jung ab angetan habe, der liegt ab mir. Aber in dem Moment, wo ich dort ansah, kicken, wo ich habe gesündigt. Jesus, du weißt, wer ich bin. Ich bin durch und durch ein Sünder. Und ich habe mir die Heil verdient. Aber du bist der Einzelne, der vergeben kann. Hier sehe ich. Vergib mir meine ganze Sündenschuld. Was glaubt ihr? Vergibt Jesus ein Mensch die Sünde an? Ja, das. Die Schrift sagt, wenn wir nur Jesus kommen, wird uns nicht rechtstellen. Da haben wir eine sehr klare Bibel-Aussage. Heute wird uns nicht rechtstellen. So, solange du die nicht versäumt hast, dann ist Gott die in Jesus das Maut merken. Check mal. Jesus sagt, wo soll du je diese Zeit nicht beurteilen, in wo nicht je leben? Und in was von der Zeit lebe ich? Ähnlich kann wir das dort aus diesem Aufschnitt nehmen. Wir leben nun in einer Zeit, wo wir ab dem Wahrheit Rechter sind. In der Zeit lebe ich. Wir sind alle ab dem Wahrheit Rechter. Wohl so eine Menschen, wo sich ab dem Wahrheit Rechter die Mühe gemerkt haben und sich mit dem versäumt haben. Wenn du dort nicht hast, und du sitzt dort, du küsst dort von der down, und du schiffst dort auf, dann fehlt dir den Stock zu geben. Weil dort ist ein sehr großer Selbstbetrug. Wir tun uns selbst betrügen. Weißt ihr, das andere Ding, was ich will sagen, wir wollten keinmal, wie viel Zeit uns noch geblieben ist. Gott hat dann, weil es uns Leben hier ab diese Erde abgebracht, als wir geboren sind. Wir haben zwar alle ein Geburtsdatum von wann neuer wir sind, nicht so, aber Gott hat uns nicht einen Tag gegeben, wo wir krank wollten, wann wir hier von dieser Erde wegsterben wollen. Weil ich glaube, was der Mensch dann würde tun, dann würde er sich bloß krank zum Sterben. Krank zum Sterben. Dann würde er sich mal Gott hingeben. Aber wenn er das wisse, er kann noch länger leben, dann würde er noch mal für sich leben. Es ist ein Junge, der liegt am Sterbebad im Hospital und dann fängt er an Angst zu kriegen, er wird sterben, aber er will ja nicht verloren gehen. Dann ruft er sich einen Prediger, kommt der Prediger dahin, dann will mit ihm reden. Dann will er dem das Heil in Jesus Christus erklären, dem damit helfen, dass er Jesus annehmen kann. Und wenn du der Prediger stur ist, nu sagt das Jung zu dem Prediger, dass nu vielleicht all besser. Na wo, das ist ja fein, nicht? Wenn ein Mensch später fällt, das ist eine gute Nur eigentlich so. Aber nu will er sich auch nicht bekehren. Nu kann vielleicht noch länger leben. Weißt du, so ein Mensch ist dort, und das Prediger, der redet und prüft ihn dort zu überreden. Und das Junge bleibt auf seinen Steck. In der Geschichte sage ich so, mit einmal hast die stehende Junge ab, lädt seinen Kopf über ihm Kassen wie weich. Aber er will sich nicht zum Leben bekehren, sondern er will sich bis zum Sterben bekehren. Ich meine, ich glaube immer, so ein Mensch ist dort, der so einen Eindruck hat, wo er das dort versteht, dass er will sich bis zum Sterben bekehren, der hat das noch nicht wirklich begriffen.
der hat das noch nicht wahrlich begriffen. Wie wollen die doch zum Leben? Was ist schöner, als wenn ich in das Leben kann für Gott? Nicht bis, wenn sie, okay, ich war noch ziemlich alt, aber das viele Menschen, die behaupten sich, ich bin ja noch jung. Sie wollen ja noch alle werden, nicht? Nach Hupen, sie wollen noch alle werden. Und wenn solange sie die Hupen nicht haben, sie wollen noch alle werden, habt ihr dann alle Zeit. Ich weiß nicht, was ich noch Zeit habe. Weil ich habe die Zeit immer weiter gehört, dass Menschen sterben von allen verschiedenen Alters. Im Haus sterben ganz junge Kinder, dann sterben auch Jugendliche, auch sind, die so zwischen die Jugend und 10 Jahren sind, sterben auch Ältere, von allen Menschen sterben. Wo töricht bist du, wenn du dort brauchst, aufzuschieben? Die Zeit, das ist so, als jemand mal gesagt hat, das ist eine Münze. Oder vielleicht würde ich sagen, das ist ein Goldstück, ein $1. Den kostet du bis einmal ausgeben. Gehst du den $1 für was Wichtiges aus, dann ist es fein. Aber gehst du den $1 für irgendwas Schlechtes, das ist nicht so, als nur habe ich Geld, und nu habe ich das für was Schlechtes gebraucht, nu ist mir das leid, okay, nu will ich das bis 3 haben, dann will ich das frisch brauchen. No. Weil die Zeit ist eine Münze, es ist ein Geldstück, man kann das bloß einmal brauchen. Und wir haben einen Widersacher, das ist Schuld zuerst, aber das fällt den Mensch sein Leben mit so vielen Problemen, und braucht so viel im Stich zu rollen, dass der Mensch soll irgendwie nicht richtig die Zeit fängen. Mit dem vielleicht bist du eine Person, du sagst vielleicht, okay, ich habe Jesus angenommen. Aber da will ich dich mal fragen, hast du die Zeit, von dann, wo du Jesus angenommen hast du die auch verarmt gebraucht? Oder wo sieht es damit aus? Für was braucht wir unsere Zeit von dir? Du wirst von der und da Zeit verschwendet. Du wirst von der und da so viele Menschen, die Zeit bloß brauchen, vielleicht für irdische Dinge, sind so sehr drauf, merken sich das so richtig sehr drauf mit Dingen in dieser Welt. In die Welt hat so viel Arbeit. Ich sage, in dieser Welt ist so viel Arbeit im Irdischen. Aber noch mehr Arbeit ist im Geistlichen. Also solange wir unsere Zeit bloß für andere brauchen, dann können wir nicht sagen. Das sagt mir einmal traurig. In Schlag, wenn Menschen auch sagen, sie Hand erleben, dem Herrn übergeben, aber einer sieht dort und Sohne auch noch, dass sie die Zeit gar richtig brauchen. Sie nutzen die Zeit gar. Ich wollte dir sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, weißt du, wovon die Zeit wir leben, dass wir können von der Menschen reden, vom ewigen Verdorben. In der Zeit lebe ich. Und wie wir immer wollen im Himmel sein, dann wollen wir das vielleicht noch sein, wo viel wir versinkt haben, wo wenig Zeit wir uns genommen haben, vielleicht für den Nächsten. Wenn wir daran denken wollen, so schmack, als du was sein, so schön, als du was sein. Ich weiß das nicht. Ich kann nicht sagen, wo ein Mensch im Himmel alle was denken, oder aus der, was sich an alles erinnern, oder aus der nach was an der Hall denken, und all seine Menschen, die nicht im Himmel sein, wo nur fehlen und alles. Oder aus der nach was sich zu nennen lassen, wo an der Jammer und was überall, die in der Hall sind. Ich weiß das nicht. Aber anyway, wenn in Christ, wenn wir wollen im Himmel sein, dann wollen wir dort sein, wir haben uns viel Dollar sollt anstrengen, am Menschen sein zu raten, am im Himmel Schätze zu sammeln, und es steht, wie bloß mit dieser Welt, mit diesen Dingen hier auf dieser Welt schaffen dann. Ich will die Frauen aus dem Kreis. Wenn du sagst, dein Leben gehört Gott, das würde auch immer reich sein zu sein von dir, nicht? Wenn du ein Christ bist, dann würde das immer sein, dein Leben gehört Gott, oder nicht? Wenn wir uns dort nicht übernehmen zu sein, was sind wir dann für Christen? Da will ich dich mal fragen, wenn du zurückkickst, wo hast du deine Zeit verbracht?
Wie viel hast du für den Herrn getan? Vielleicht sagst du, ich habe viel verdient. Ich muss tun, ich habe viel verdient. Aber ich will die eine andere Frau fragen. Die kannst du für dich selbst beantworten. Wenn du ein Christ bist, willst du dich übernehmen zu sein, dass die Zeit, was nur noch geblieben wird, ich weiß nicht, wie viel das ist. So ich schon sehe, China weit. Vielleicht kommt der Herr diese nach, nur allem nur, was wir in der Welt hier und da, so Israel kriegen, und so viele Länder aus Israel mit einer Gewalt angerieben da. Ich weiß nicht, wie viel die mitkriegen von dort, aber das geht sehr, sehr rauf in der Welt. In der Bibel sagt, das sind alles Tekens von der letzten Zeit. Dass wir wollen von Kriegen, von Kriegsgeschrei, von Erdbeben, von Dierentiden, von Hungersnot, von all das, was wir hier. Das sagen wir alle. Wir brauchen nicht nur lang sehen und horchen und hier wieder alle. Aber anyway, wie viel Zeit immer die übergeblieben ist, aus ein Jahr oder eine Woche oder ein Tag oder noch viele Jahre, bis du reut, diese Zeit, was nur noch geblieben ist, für den Herrn zu geben. Denk bloß. Aber ich glaube, Gott fordert von dir eine Antwort. Bis du reut, wie viel immer das ist, die Zeit wird von der Abend bot uns eng vom Leben, sind wir rein am zu übergeben. Wenn wir nicht ein volles Jahr haben, wenn wir können nicht wirklich ein volles Jahr haben, dann will ich die mal fragen, wo sieht das Christentum dann aus? Dann wunder die nicht. Dann wunder die auch nicht, wegen was so ein Christenleben so lau wird. Willst von ich nicht, guck mal, das sagt in 2. Korinther 4, 15, wenn ihr in die Bibel da haben, lest das du mal im Plot, das sagt, hey, als du wären, für alle gestorben, dort wo du leben. Wer ist dort, wo du leben? Das sind die, wo du durch Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Dort wo du leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Jesus, sondern für den, wer für ihn gestorben und abgestoßen ist. So, ich will die Mut merken, nutzt diese Zeit aus, nutzt diesen Abend aus, wenn der Herr die geraubt hat, wenn der Jesus Gottes die überführt hat, ich will die Mut merken, merk die ab und komm zum Kreuz, komm zu Jesus. Er wird dich frei merken und du wirst wundern, was das nicht alles noch gibt im Leben. Vielleicht ein Leben, das du noch never geohnt hast, so ein Leben kannst leben. Und vielleicht bist du einer, du hast auch lang so ein schwieriges Leben gehabt. So ein bedrägtes Leben. So ein Leben, das irgendwie den Sauf ausgedrückt ist. Glaubst du, dieses dort Mordbi-Leben? Gibt es nicht noch ein anderes Leben? Glaub je, wenn wir nicht mit einmal würden sagen, Gott, hier sehe ich. Nimm mich so sexen. Merk aus mir so ein Mensch, als was du wärst. Glaub je, der Herr würde das nicht tun. Und du kannst von der und nie anfangen merken. Ich wünsche, dass der Herr das würde schenken. Er will das schenken. Ich bete dir einfach ganz zum Herzen, dass du die wirst aufmerken für den Herrn Jesus. Wenn wir noch ins Haupt nehmen, ich werde noch beten. Vor an dem Himmel, wir loben und preisen dich für das, was du bist, für das, was du all getan hast und für das, was du versprochen hast, um uns zu tun. Ich danke dir auch dafür, dass wir das voll erreicht hier haben, um uns das Wort Gottes auszustreuen. Ich bete, dass du wirst diese Gemeinde hier und diesen Ort segnen, auch besonders der, die Verantwortung in der Gemeinde haben, dass sie würden treu deiner sein, dass sie würden die Arbeit treu und aufrichtig tun. Ich will dir auch für so eine beten, was die vielleicht noch keinmal angenommen haben, wo die vielleicht noch ein bisschen aufgewiesen und aufgelehnt haben, dass sie sich würden entscheiden. Wir haben in so eine wichtige Zeit, wo wir als wir von der leben, dass der Himmels, der aufsteht, der Gnadenthron ist immer noch da, wo wir können mit all unseren Dingen, mit all unseren Sünden und Lasten, die kommen, und die reit bist, uns alles zu vergeben, und nie Menschen zu werden. Herr, hilf dir, dass wir das würden erkennen, wo wichtig das ist in der Zeit, wo wir leben. Herr, schenkt dir das in deine große Gnade. Amen.